Als ob der Untergrund jetzt schon gefährlich genug wäre, aber hier in der Nähe des Todesbergs, da ist natürlich, naja, noch ein bisschen mehr Rambazamba. Sprich, es ist einfach nur höllisch heiß. Willkommen zurück zu Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Und wie auch schon angekündigt in der letzten Folge, werden wir jetzt also diese Folge noch einmal unterum verbringen und hoffen, dass wir das so weit hinkriegen, dass wir das hier noch alles ja, entdecken bzw. freischaufeln quasi. Das ist so mein Ziel noch, vielleicht auch hier unten noch ein bisschen und dann am besten noch hier oben, wenn er ganz cool noch hinkriegen würde. Falls nicht, gerade so tragisch machen wir es ein anderes Mal noch. Weil ab nächsten Folge würde ich dann gerne in die Gerudo-Wüste wieder gehen. Da haben wir noch ein paar Sidequests. Und ja, schon angekündigt, dann bei Folge 160 wieder mit der Hauptstory weiterzumachen. Das wäre so ungefähr der Plan. So, viel vorgenommen, wie gewohnt. Jetzt mal gucken, wo ich gerade bin. Ich stehe gerade hier. Ich fürchte, ich kann nicht darum herum, dass ich wieder das Ding brauche und es vermutlich auch zu unserem Sonanium-Bestand zusammenbauen muss. Wird wohl nicht großartig anders gehen. So. Ich verzichte jetzt diesmal auf die Großwurzel, weil ich mir so denke, ja, ich kann ihn zwar schon anbringen, aber erstmal ist sie sowieso noch hell genug und zweitens, naja, also die Großwurzel in allen was Großwurzel, Lichtwurzel in allen Ehren. Aber da hier sowieso alles relativ hell ist, brauchst du nicht unbedingt. Übrigens, hier ist eine Soldatenstatue. Plus da hinten ein Leunel. Bin auch nicht so schlecht. Was ist noch eine Waffe? Heißes Schwert. Welche Version bist du überhaupt? Der fehlt noch? Blauer? Warum gepanzert? Junge, ganz ruhig, ja. Ich nehme eine Base hier. Und tschüss. Ja, versuch's nur. Triffst eh nicht. Haha. Ja, weg hier. So ein Penner. Ah, da unten ist eine Wurzel. Die habe ich doch gesucht. Ist direkt ein Monsterlager? Sag mal, schießt der andere immer noch? Also bin gerade erschrocken. Was mein Gerät hin? Hallo, der Gerät. Da ist er ja. Mir hat es ja ein bisschen zu viele Gegner dafür, dass wir hier gerade bei einer Lichtwurzel sind. Das gefällt mir nicht. Wir werden gleich mal sehen, was da abgeht. Aber der darf uns hier sowieso nichts machen, oder? So, was ist denn hier unten los, ne? Das sehe ich gerne. Das ist noch eine Mine hier oder was? Ich meine, da unten ist ein Schatz, das weiß ich auch, der ist ja schön markiert. Da wollen wir auch so gleich noch hin. Die Frage war jetzt eher... warte mal. Ihr habt ja das Ding, was auch wieder angeknackst ist. Gut, das ist nicht weiter tragisch tatsächlich, aber... Das Ding, dann nehme ich mal... So. Nehmen noch. Und hier viele, viele schöne Seelen.
Oha! Das war anders geplant. Ich hau gleich wieder ab, weil das wären mir ein paar zu viele Gegner. Die Schattenhose. Das passt ja. Ich habe eh gleich die Hose voll. Obwohl, warte mal. Ach komm, weißt du was? No risk, no fun, oder? Junge, hat's ja viel. Da war auch ein bisschen Unterstützung. Am besten von Ihnen selber. Wow! Waren ja alle betroffen, wa? Wie sieht mit Waffen generell so aus? Ich habe noch genug, weil ihr müsst eh mal noch das Bigorenschwert zurückbringen. Was so? Kann ich von da aus nicht treffen. So, jetzt versuchen wir es mal noch anders. Wir haben nicht mehr so viel, aber wir haben noch ein paar. Das ist eigentlich auch ganz cool. Wow, Hilfe. Aua. Ja, hier in die Fresse schön. Oh! Der große Typ schon fertig oder was? Junge, Junge. Oh, ich sehe nichts, so viele Gegner hier. Die krassen Master-Schwert, ja, wie schnell so immer zu Neige gehst, hey, das ist unglaublich. Bam. Junge, Junge. Oh, Items. Was für ein Waffenverschleiß. Oh, noch ein Boxschiff, oder nicht haben. Felsbrocken haben wir hingegen, der könnte mal noch nützlich. Wo ist er gerade? Okay, 25er. Dann so schlecht. Kann dann noch hilfreich sein. So. Sag mal. Aber schon mal erwähnt, dass mir die Waffen ausgehen. So. Aua. Warum diese Gewalt? Mal gucken, was er hier alles mitnehmen will. Silberner Exelforce-Schwanz, ja, sowas ist sehr wichtig, das braucht natürlich Räder. Eigentlich gerade hier hätte ich Siedlungsfähigkeit ein bisschen öfter gebrauchen sollen. Tatsächlich, Junge, der Verbraucher ja. Oh, wir ganz schön gewütet. Ist aber trotzdem interessant, da hat es nicht sonst noch irgendetwas.
mal so ansprechen würde, oder ist sonst hier eher wenig los? Qualmen liegen jetzt noch ein paar, ja. Also wenn ich natürlich Monstermaterialien farmen will, ist das hier schon ein guter Ort, ne? Antike Untergrundfestung, ja, man kann mal das machen. Ich glaube, für die Materialien ist mir fast ein bisschen zu wenig. Oh, da bist du ja. Ist die andere Frage, ob mein Hoverbike oben wieder funktionsbereit ist oder ob das wieder despawned hat. Das könnte natürlich auch sein. Auf alle Fälle ein interessanter Ort, kannst nicht meckern. Halmerling hat es auch ein paar. Ja, gut, komm, weißt du was? 50 Qualmerling, das passt doch. Das Ding haben wir jetzt auch gemacht, okay. Nächste Ding wird vermutlich hier sein, war genau, hier habe ich einen gesehen. Okay, muss von der anderen Seite her, muss sowieso nach unten. Aber erstmal hier hin, ne? Ja, sehe einen und dann eben wieder, wie gewohnt, unsere guten alten Kumpels, die Leunels. Die Leunels. Das klingt wie so eine Fernsehserie. Die Leunels. Die brutalen Leunels, wohlgemerkt, aber die Leunels. Ups, falsch. Moment. Kann ich nicht mitnehmen oder so? Nein, es geht gar nicht. Okay, schade. Oh, ja, ich muss das anlassen. Entschuldigung, wusste ich nicht. Warum hat der jetzt überlebt? Gut zielen. Denn sonst ist doof. Du. Oh, guten Tag. Sind Sie öfters hier? Das müsste hier auch irgendwas sein, aber hier ist nichts. Wieder mal wie gehabt, das ist auch wieder so ein Ort, wo einfach alle Waffen zerbrechen. Na, kannst du machen, was du willst. Also natürlich so Naniumkeule mit so Nanium dran. Sowas braucht die Welt. Was die Welt aber eher braucht, ist so eins. Warte mal, mach mal so und Angriffskraft, aber noch ein bisschen zu weniger. So ist mal damit. Sag mal, versuchen zu synchronisieren. Also gucken, wie das aussieht. Okay, jetzt aber die Nacht, nehmen wir doch lieber das andere. Ja, das gefällt mir schon besser. Das ist einfach so nicht richtig verbunden aus, ne? So sieht es schon cool aus. So, nochmal zur großen Preisfrage. Ist das Ding noch da für die Rallala? Ich glaube ja, wie gesagt, eher weniger dran. Ups.
hat zwar Dinge, aber sind nicht die, die ich brauche. Andererseits, Moment. Der fliegt immer noch rum. Also die ganze Zeit, hey Freunde, wo seid ihr? Ja, die sind leider tot. Ja, super. Den Rest muss er selber machen. Das Spiel manchmal. Einmal. Also dafür, dass jetzt überall noch ein paar Wächter rumstehen, hat sie aber trotzdem relativ wenig. Da oben war ich schon, das stimmt, da bin ich vorhin reingeplumpst. Da ist noch so einer. Okay, der Sprung geht hier nicht, muss ich halt so machen. Oh, ein Qualmerling. Ja, du kannst pusten, lange du willst, da kommt keiner mehr. Oh, dankeschön. Nee. Da geht's nicht mehr nach hin. Das ist unglaublich. Okay, sogar 2 Statuen im Felsen. Das ist selten, die nebeneinander. Jetzt noch. Das sind massig Donnerblumen. Nein, da war nur eine. Schade. Und der hat auch wieder mal nur so einen Reise 2-Händer. Ich kenne mal Königsschwerter. Verdammt nochmal, was seid ihr denn? Da hat zwar auch noch wieder so ein Namen da hinten, aber ist mir zu wenig tatsächlich. Ich sage deswegen zu wenig wegen Waffenverbrauch, weil das ist immer so mühsam. Alter, hier sind aber viele Staaten. Da muss doch mal irgendwo eine vernünftige darunter sein. Soldatenschwert. Ja, es ist nicht zerbrochen, klar. Und es hat eine Grundstärke von 20, ist ja schön. Schnell aufzuladen, da ist auch cool. Aber es ist halt trotzdem kein Königsschwert. Soldaten, 2 Hände. Und noch einer, sieht man so schläft nie aus. Könnte sein. So, nochmal kurz Ausschau halten. Ich alles mitgenommen habe, weil die Chance, dass ich nochmal hinkomme, demnächst ist eher klein. Und wenn ihr mal schnell offscreen, wenn es mir darum geht, da wieder ein paar Irrknossen zu farmen. Weil ich finde eigentlich, dafür ist der Ort hier ganz gut. Eben Qualmerlinge unten und so, da kann man ruhig noch ein bisschen was machen. Viele Irrlichter, sehr gut. Stimmt, wir haben ein paar Staaten wollte ich noch aufsuchen. Ah, die Zeit, die mir einfach flöten geht. Ich meine, es sind glaube ich fast schon über 20 Minuten. Wenn du einfach alles entdecken willst, dann reicht die Zeit hinten und vorne nicht. So eine Soldatenstatue ist sicher das falsche Item drauf. Daten 2 Händer. Ja gut, die haben ja sagen lassen, dass die Königswaffen eigentlich eher in der Mitte der Welt liegen. Ne? Also die müssen eigentlich eher hier verteilt sein. Angeblich. Aber das erscheint natürlich auch erst, wenn du ihr Gegenstück, sprich eine verrostete Waffe an der Oberfläche bereits mindestens einmal zerstört hast. Masterschwert, hey, gibt's dich auch wieder. Ja, sorry, aber du bist nicht mehr so zuverlässig. Leider. Man, es ist traurig, aber wahr. Ich liebe das Masterschwert, das ist die geilste Waffe ever. Aus vielerlei Gründen, gerade natürlich auch, wenn du Skyward Sword gezockt hast. Aber hier in dem Spiel, da lernst du das Schwert aber so richtig hassen. Es ist ja nicht nur das Spiel, ne? Es war ja bei Ding auch schon so. Bei Breath of the Wild.
Ich gehe mal hier durch, ne? Und holen wir das Teil dort. Da war es ja auch schon so. Das ist einfach so traurig. Und doch wahr. So, kommen wir dann Gebiet vom Todesberg. Das heißt, wir gleich wieder heiß, ja. Also darauf gefasst machen, dass wieder Ding anziehen muss. Tatsächlich auch schon überlegt, ob ich die Folge. Ich jetzt hier einen Jäger verstecke. Warum? Ob ich die Folgen, gerade die hier im Untergrund, ein bisschen länger machen soll, wieder mal. Wollte eigentlich mit der Partlänge dann so ein bisschen Acht geben. Aber eben auch aufgrund der Tatsache, also hier tatsächlich ein bisschen, naja, müssen ein bisschen hinmachen, ne? Das ist aber ehrlich, weil das dauert sonst ja ewig und 3 Tage. Huch. Aber wie kann man so daneben schießen? Danke. Sind wir ehrlich, Tears of the Kingdom wird noch eine Weile dauern, bis wir alles durch haben. Wenn ich immer sage, ja, mach immer schön 30 Minuten oder so, dann bei Story-Parts und so, da kann man durchaus was machen, wenn es auch interessanten Content gibt. Bei solchen Folgen denke ich mir so, ja, wenn ich so weitermache, cool. Wenn ich so weitermache, dann bin ich nochmal, keine Ahnung, nochmal 100 Folgen dran, bis ich alles durch habe. Also nicht nur die ganze Hauptstory und ein bisschen alles andere beobachten oder angucken, sondern halt generell, wenn ich sage, ja, ich will alle Sidequests machen, ich will alle Liga-Baupläne als Beispiel haben, ist zwar ein blödes Beispiel, aber bleibt mal dabei. Dann, ja, sind wir noch eine Weile dran. Aber deswegen nicht wundern, wenn gerade solche Folgen, die eher so ein bisschen abseits der Hauptstory sind, abseits der Story generell, dass ich die dann ein bisschen länger mache. Oh, fast hat gereicht. So. Oh, das ist noch das Tagebuch. Liebes Tagebuch, diese brennende Hitze. Naja, Schweltemperaturen sind eigentlich an der wenigen Vorteil des Untergrunds, selbst in Hebra ist es doch nicht so kalt. Koga. So, wir haben es gerade auch gesehen. Wow. Da ist bereits die Wurzel. Wollte mal ganz kurz anmerken. Mann, ey. Aber Wurzeln. Was wollte ich jetzt eigentlich im Untergrund noch machen? Genau, das Ding. Dann hier, hier, hier und hier hin. Also jetzt geht es ein bisschen ums Fliegen. Und einen Schatz hier oben holen. Aber ich glaube auch die Dinge hier, die schenken wir uns glaube ich mal. Das Ding will ich auch mal, weil das bringt eh nicht viel. Da ich meistens die Wurzeln eh von weitem her schon sehe. Ja komm, wir lassen Monster lagern und so lassen wir Monster sein. Und noch ein bisschen was sehen und so. Kümmern uns erstmal hier um die wichtigen Dinge. Nicht nach viel Sonanium aus, nach vielen Irrlichtern hier. Aber eben, wenn du hier ein bisschen im Untergrund schon mal angestellt warst, ich meine, Irrlichter kannst du ja easy peasy farmen, ne? Da sehe ich jetzt gar kein Thema. So. Blub, 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 blub. Schönes Geräusch. Jetzt hier runter. War da mich hier noch irgendwie etwas böse oder so? Ich hoffe jetzt mal nicht. Markierst trotzdem mal kurz, geh mal hier hin, ne? Muss ich hin darüber. Ah.
Bis zur Unendlichkeit noch viel weiter. Also bis zur Unendlichkeit natürlich des Untergrunds, war. In der Höhe ist nicht wirklich unendlich, das ist klar, aber dafür in der Breite. In der Tiefe. Wortwörtlich. Ich muss auch zugeben, der Untergrund selbst ist noch gar nicht mal so schlimm, dass der, ich sage jetzt mal mehr oder weniger, ist irgendwo ein Frosch. Sieht so aus, könnte hier ein Frosch sein. Ja, hier ist ein Frosch. Ein Froschi. Das ist sogar ein Obsidian-Gigatam oder so. Da sind aber wieder viele Dinger hier. Gigama. Im Untergrund finde ich gar nicht so schlimm jetzt, muss ich ganz ehrlich sein, dass der leer wirkt. Und das leer wirken, das kann man so oder so interpretieren. Weil ich finde, es ist ein Untergrund, da macht es irgendwie auch Sinn, da stört es mich eher, dass wir das mit dem leer haben an der Oberfläche mehr das Problem davon haben. Dann wir es kaputt machen, Alter. Ja, schön machst du das. Macht Spaß, wa? Dankeschön, mir wollte gar nicht. Nö, passt schon, tschüss. Wo war denn jetzt? Da hinten, glaube ich, irgendwo, ne? Ist auch geparkt? Hey, du bist nicht schon wieder weg, oder? Nein, du bist aber nur falsch. Wir hatten zwei Hände, was auch sonst. Ewig suchen wir jetzt eigentlich auch nicht. Tatsache wäre irgendwo hier unten gewesen, ne? Wäre ja relativ in der Nähe. Es dürfte eigentlich nicht weg sein, weil dafür habe ich noch. Dafür wurden so wenige Items noch gespawnt. Na gut, ich glaube einfach, ich war schon. Egal. Egal. Hier Favoriten bitte. Wir haben genug Sonanium, so ist er nicht. Gelohnt uns das trotzdem. Gut. So, da wäre noch mal einer. Was ist denn das? Ah, okay, das ist gerade so ein Lichtfall, sieht so seltsam aus. Das ist irgendwie eine ganz spezielle, keine Ahnung, Statue oder so. Da sind noch ein paar Zora-Krieger, mit wir jetzt in dem Gebiet wieder. Ja, macht Sinn mit einem Ranell. Oh, wir sind jetzt hier auch wieder ein bisschen Wasser. Ja.
Also so eine Frage, lohnt es überhaupt, das jetzt zu machen, weil wir hatten die Map hier eh schon aufgedeckt. Ja und nein. Ich weiß auch nicht, ob ich dafür, wenn ich alle 120, und das sind wirklich 120 Lichtwurzeln, wenn ich alle gemacht habe, dafür irgendwas Besonderes bekomme. Weil ich weiß, wenn wir alle Schreine gemacht haben, dann gibt es was Besonderes. Bei Lichtwurzeln kein Schimmer. Gut, dann gehen wir noch kurz hier hin. Meine Pflasterradellmine, wir waren hier eigentlich auch schon in der Nähe, ne? Gerade wirklich nur Orte, wo wir eigentlich schon mal waren, aber halt noch nicht alles zusammen sie gemacht haben. Was ich aber sagen muss, definitiv im Untergrund cool finde ich, dass hier halt auch die ganzen Monster sind, die wir von der Oberfläche her kennen, aber halt in ihrer Miasma-Gestalt. Ne? Gerade natürlich gut dank dann dem Dingsbums. Fürs Masterschwert. Gut, wieder los. Fürs Masterschwert natürlich auch sehr cool. Also ein bisschen mehr Power kriegt bei diesen Gegnern. Und andererseits eben auch die Tatsache mit den Leuten und so, dass du halt hier wirklich auch explizit spezielle Orte hast und weißt, hey, da ist jetzt irgendwie der Gegner, gerade mit den Leuneln, und dann dich auch ein bisschen darauf fokussieren kannst und sagen kannst, ja, ich will jetzt irgendwie einen Leunel farmen, oder die Chimärenbögen von einem Leunel, und dann weiß er, ha, dort ist der und das Viech. Dazu wäre ein Liga. Nee. Ist das der Fisch vom Wassertempel? Stimmt, wir hatten ja schon mal, wir haben ja auch mal vor kurzem die Gitterkönigin hier unten gesehen. Stimmt, echt, sind die besiegten Bosse hier unten nochmal? Hm. Schlecht. Machen wir, glaube ich, auch mal. Ne? Irgendwann mal so eine Spezialfolge, wo wir gegen alle Bosse nochmal antreten. Eine Lanze sehe ich von hier aus. Da kann man vorstellen, dass die Bosse noch irgendwas droppen, wenn man sie ja nochmal besiegt. Was man natürlich auch gut gebrauchen kann, sind halt ihre Items, wa? So, jetzt haben wir die Lichtwurzel hier drüben. Da muss ich mal gucken. In der Oberfläche, das war doch hier ein bisschen... Ne, war nicht der, ne? War es nicht schwören können? Einer von denen war irgendwie... Was, der hier oben? Stimmt. Genau. Ich komme nicht von hier aus und ich muss dann von hier und dann hier hoch. Gut. Hochziehen, Link, hochziehen! Fliege eigentlich richtig? Ah, fliege jetzt hier außen rum. Okay, wir gehen natürlich auch. Du, 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 du. Das ist nochmal so einer. Untergrund bringt nicht unbedingt Schätze. Ja? Das muss wieder irgendwie so, sag jetzt mal, Mini-Bosse, die irgendwie also 20 so eine Energieteile bringen. Wie heißen die gar nicht schon wieder? Die sind wir durcheinander. Die heißen die Dinger. Energiekristalle, so. Vielleicht bis zum Ende der heutigen Folge noch machen, je nachdem wie lange die jetzt noch dauert. Dass ich nochmal kurz zurück an eine Batteriestelle gehe. Beziehungsweise, ja doch, Batteriestelle natürlich unter anderem. Und wir dort dann, ich gehe erstmal hier rüber, so ein Ding gehen, dass wir uns nochmal eine Batterie holen und zu gucken, was dann passiert, ob es wirklich noch eine Art extra Batterie ist. Weil wir haben ja eigentlich alle 8 Batterien voll. Demzufolge dürfte es eigentlich gar nichts mehr geben, was wir holen dürfen. Es sei denn eben, es gäbe hier so ein Konzept der extra Batterien. Apropos extra und so. Oh, okay, da unten ist er schon. Meine Batterie geht da auch flöten.
Puh. Aber es ist nur so ein kleiner Ort. Ching, ching. Wundervoll, einfach wundervoll. Hier genau, da muss ich noch hin, da muss ich aber irgendwie über diese Tingle-Insel, so muss ich da rein. Keine Ahnung, wo hier der Einstieg sein soll, müssen wir mal gucken. Hier unten, muss ich auch mal nach, aber wenn dann hier unten mal klar Schiff machen, dann mal noch ein paar mehr Landkarten haben, glaube ich, geht das relativ gut. Hier unten haben wir den Teil auch schon gefunden. Da will ich in der nächsten Folge, oder ab nächste Folge, für 2, 3 Folgen ein bisschen Sidequesten hier oben machen, genau. Und hier oben haben wir ja schon gesagt, wir gehen, glaube ich, von hier aus erstmal einen Schatz holen und dann hier rüber, bis wir hier hinten in der Hebregion sind, weil da gibt es noch was mit Koga zu regeln. Wir quasi die Koga-Quest abschließen und die Episode von Koga. Und dann müssen wir den unteren mehr oder weniger bald mal haben. Da vorne ist er. Aber grün sieht man das hier kaum. Also, mit Untergrund haben wir natürlich aufgedeckt haben wir, landkartemäßig. Erforschen natürlich noch lange nicht, aber auch da sind wir schon, was wir alles schon gemacht haben. Gleich hier noch nicht so viel markiert hier tatsächlich. Hier jetzt beim Dekobaum auch nicht, kann ich vielleicht auch mal offscreen noch machen, weil wir ja schon dort waren. Und hier auch nicht, aber ich schätze mal gut, die Hälfte haben wir schon. Sogar ein bisschen mehr als die Hälfte. Am Untergrund. Beim Himmel haben wir sicher auch etwa die Hälfte schon. Also da oben ist es. Eieiei. Okay, dann müssen wir ein bisschen so hoch. Was sagt denn die Zeit? 37 Minuten 30. Das ist natürlich geil. Das ist geil. Ich gehe steil. Immerhin hat es einen Vorteil, dass ich momentan keine Sorgen machen muss über die... Eigentlich was machen muss, damit ich genug Folgen habe. Weil das habe ich definitiv. So ein Vorschlag so war. Und dann ein bisschen am Suchten bin bei Tears of the Kingdom habe ich gut 30 Folgen auf Vorrat. Da zum aktuellen Zeitpunkt nur 2 Folgen pro Woche bringe, reicht das noch locker flockig eine Weile aus. So. Hallo? Hui, das war knapp. Du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Na, 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 na. Irgendwann wird mir der Spruch so um die Ohren fliegen, ey. Irgendwann wird so ein Typ kommen, so ein Vieh, whatever, wenn wir aber sowas von... Naja, ihr wisst schon. Kopf kürzer machen. Aber Kopf kürzer, wo ist... Da oben? Tatsache. Verdammt gut versteckt, Junge. So. Da lacht das Herz. Gut, jetzt auch von dem her, was man hier so sieht, anhand der Positionen. Die ganzen Wurzeln müsste ich, glaube mehr oder weniger hier alle haben, ne? Genau, hier oben geht es dann so weiter, das wissen wir. Auch hier fehlt ein oder andere, wird ja auch noch... Genau, hier wissen wir noch einen bei Schloss Hyrule zu.
gibt es einen, da muss ich sogar von Chance halber selbst rein. Ich will jetzt gerade der Sinn, den wir erst am Schluss machen, tatsächlich. Da ist noch einer. Ihr müsst einen eigenen Einstiegspunkt geben hier irgendwo nach unten, weil es eine Insel ist. Also Insel. Ist ja kein Meer, hey, ist ja am Fluss, aber trotzdem. Und dann See. Und dann die hier unten alle noch erschließen. Vielleicht sogar dann von hier aus nach unten, statt von der Wüste her. Jo. Passt doch gut. Ich will mal sagen, wir haben hier direkt noch eine Mine, wa? Ja, aber ich habe da keinen Teleportpunkt noch in der Nähe nicht, das ist ein bisschen zu weit weg. Hier waren wir, glaube ich, noch nicht aktiv. Wir versuchen mal darüber. Wenn wir da noch mal kurz ein paar Energiekristalle eintauschen können. Für dann natürlich an der Oberfläche durch Batterien ersetzen. Wobei, jetzt wird gerade das saumäßig heiß. Beziehungsweise ich habe hier, ich brenne. Link brennt vor Leidenschaft. Wer kann es ihm verübeln? Nach Typ, nach Typ. Link, ein Typ ist gefragt. 8 große Nanium, 149 Nanium normal. Perfekt. Oh, Moment, ich wollte mich rumziehen. Dann natürlich sehr praktisch, wenn ich gerade so hinkomme. Achtung! Sturzgefahr! Hilfe. Du hast wieder eine neue, ne? Perfekt. Machen wir erstmal die hier. Dankeschön. Gut, gut, gut. Vielleicht eine Sache noch, dann doch wieder fast zum Abschluss, ne? Wir hatten noch hier war die eine Statue. Und ich habe das letzte Mal markiert, als wir noch eine Folge angeguckt haben. Jetzt muss ich mal kurz schauen, ob ich das irgendwo hier nochmal drauf habe. Weil er hat uns ja eigentlich schon mal die zweite Magierstatue mal markiert gehabt. Ich konnte es nur nicht deswegen finden. Weil wir zu dem Zeitpunkt die Karte noch nicht so weit geöffnet hatten. Ich gehe gleich weiter. Ich gucke gerade, wo zum Henker. Wo zum Henker ist das? Warte mal, ich hab's. Warte mal, die da ist. Okay, hier soll angeblich noch eine sein. Ne, warte mal. Das ist die, wo ich mal außerdem dran vorbeigeflogen bin. Das könnte ja sein. Nehmen wir mal. Hier, Magierstatue. Die haben wir in dem Fall auch schon angequatscht, ne? Okay, da ist die zweite. Soweit gut. Wo war denn? Jetzt schwören können. Ich habe irgendwo. Warte mal, war die hier oben? Doch, warte mal, die war hier oben sogar. Ha! Hier, die müssen nur genau hier sein. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Das ist 2, 3 Folgen her, ist ja doch noch schon sehr viel länger, weil den Punkt hatten wir, glaube ich, schon vor einiger Zeit, aber ich glaube noch vor dem
dritten Tempel, glaube ich. Einfach ein Wassertempel oder so. Wo ich jetzt mal dachte, da hinten könnte was sein. Also ich habe es auch gesehen und so, war noch irgendwie zu doof, um da auch hinzugehen. Also jetzt mal kurz ohne. Unser geliebtes Sauerbike. Ab und zu ohne hier durchzugehen, ist glaube ich nicht so schlecht, zumal es doch relativ in der Nähe ist, also lange dauert es nicht. Nochmal einen Spot für, ich gucke halt immer, ob es, wenn es 3 oder mehr von diesen Qualmerlingen oder von ihr Dingern hat, ihr Knospen hat oder so, dann denke ich mir, okay, gut, das lohnt sich. Und markiere es auf der Karte. Bei nur einem denke ich mir so, ja, schön, aber markieren wäre jetzt ein bisschen übertrieben. Ja, kann ich wieder zurück zum Spähpost gehen und sagen, hey Tiger, markier uns bitte deine ganzen Kumpels, aber naja. Wenn halt jedes Mal 100 Seelen dafür verlangt, finde ich das auch ein bisschen Abzockerei. Wenn ich eh schon die Folge jetzt ein bisschen länger mache, kommt es auch die 2-3 Minuten noch nicht mehr drauf an. Ja, hier irgendwo war es, bin ich noch nicht mehr ganz sicher. Da oben war es, ne? Urquell der Macht. Schön. Ja, das sieht fast so aus, oder? Genau. Hey Digi. Du, der mich ansprichst, bring sie mir. Bring mir Seelen, Irrlichter. Gut, böse, ist alles scheißegal. Schon die Dunkelhose. Was willst du für die Dunkelhose? Ganz kurz gucken, haben wir sonst alles von ihm schon? Ah, das Bigeron-Schwert sogar von ihm. Aber gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Aber ganz ehrlich, nur 100 Dinge dafür ist ja so wenig. Da überlegen wir sogar, ob das Bigeron-Schwert einfach behalten soll. Obwohl, andererseits kann natürlich auch eines auf gut zu Hause ausstellen, wa? Das ist so günstig, das hat er gar nicht mehr auf dem Schirm. Krass. Schaut mal, aber 2 Stück mittlerweile, ja. Die Dunkelhose, weil das dunkle Gewand, und ich glaube auch das Gewand der Finsternis kriegt er nur von ihm. Oder ihnen, sind ja mehrere von denen. Bring mir ihr Lichter da! Verpiss dich! Okay, Mann! Ein bisschen von denen, Mann, er hat so viel. Oh, komm, wir haben über 40, also kann ich auch noch, wie gesagt, noch ein bisschen farmen. Ein Finsterklumpen. Auch so selten, man nimmt jetzt trotzdem mal eine schöne Zahl mit. Ah ja, nur 10. Gut. So meine Brüder auf in anderen Ländern. Sehr gut. Haben wir den jetzt auch. Eine weitere Magierstatue und eben, da hat es glaube ich noch eine. Weil ich gar nicht weiß, warum ich da damals die Lichtwurzel aktiviert habe. Wenn es überhaupt da eine gibt. Vielleicht ist es auch weiter unten, habt ihr mal übersehen oder so, wie gerade hier auch. Und hier hat er mal einmal markiert, ja, daran erinnere ich mich, als wir hier am Spähposten waren. Der Hund. Aber Hund, wir gehen zurück. So, Fläche. Nehmen dann mit dem Bigeron-Schwert. Ja, ich werde zu Hause abliefern, machen wir, glaube ich, sogar in der nächsten Folge. Ich will einfach mal zu Hause so eine Sammlung haben. Ne? Vielleicht brauchen wir auch 2 Zimmer dafür. Momentan haben wir nur ein Waffenzimmer. Aber 2 dürfen nicht so das Problem sein, von der Anzahl der Module her, die wir maximal haben dürfen. 64 Lichtwurzeln, wa? Aber über die Hälfte. 120, ich dachte, wir hätten schon ein bisschen mehr. Junge, er hat das viele Dinge hier. Wenn es wieder 120 sind, aber ich gehe jetzt mal stark davon aus. So, nochmal. Nee, was anderes, ich weiß nicht mehr, das Set darauf. Weil wir nächste Folge ja bereits erwähnt in die Wüste wollen. So, jetzt bin ich gespannt. Was passiert jetzt? Hä? Was schreibt denn eine bestehende Batterie? Das wäre eine extra Batterie. Ja nun? Ist das eine grüne Batterie wie eine dunkelgrüne Batterie oder was?
Nee. Also Sonnenbatterie wurden Schika-Batterie. Aus grün wird blau. Kannst mir gar nicht anders erklären. Krass. Naja, wie dem auch sei. Freunde, ich sage an der Stelle vielen Dank fürs Zusehen. Trotz Überlänge und allem drum und dran. Nächste Folge dann also Gerudo-Wüste. Wird Zeit, hier einige Cycles abzuschließen. Schon lange darauf warten, abgeschlossen zu werden. Vielleicht vorher ganz kurz zurück zu unserem alten Haus, um eben dann noch das Bigron-Schwert abzuliefern. Vielleicht noch einen Chimärenbogen, wobei wir wissen, wo die Leute sind. Ne? Also den dann noch abzuliefern. Muss nicht sein, kann man zwar. Ich glaube, den Bogen habe ich schon. Vielleicht muss ich gucken, aber ich. Na doch, ich glaube, für die Bögen oder so wäre es gar nicht mal so schlecht, ne? Also quasi ein eigenes Bogenzimmer zu haben, aber pro Bogenzimmer. So ein Teil schon wieder dabei. Braucht kein Mensch. Und. Jo. Alles andere sehen wir und gucken wir in der nächsten Folge. Bis dahin, bye bye.